Guten Morgen miteinander. Für all die mich nicht kennen, ich bin schon eine Weile nicht mehr da gewesen. Mein Name ist Dani Weber, ich bin Pastor in der GVC Winterthur und ich freue mich, dass ich wieder mal ins Ahrtal kommen und darf euch mitnehmen heute Morgen auf ein paar Gedanken zu der Weihnachtsgeschichte. Und was so ein bisschen sich unterschieden hat zu sonst, meistens ist es im Zürich Oberland ja so richtig sonnig. Aber heute bin ich so im Nebel gestartet, um ehrlich zu sein. Dann in die Sonne nie gefahren mit Alpenpanorama und nachher wieder runter in die Niederungen vom Nebel getaucht. Ich weiss gar nicht, wie es jetzt aussieht draussen. Aber es ist sowieso schön, da zu sein. Weihnachten. Eine Geschichte, die wir uns schon ganz viel erzählt haben. Ich möchte euch heute mitnehmen in die Geschichte, wie sie uns der Evangelist Matthäus erzählt. Und er leitet seinen Bericht über die Geburt von Jesus eigentlich nicht sehr spektakulär ein. Ich würde sogar sagen, es ist eigentlich ein schlechter Twist, um so eine Geschichte zu starten, wo du die Leute packen willst. Er fängt mit einem 17 Vers langen Stammbaum an. Das ist ein Verzeichnis von Namen. Und es ist auch nicht extrem inspirierend für die Namen, wenn du jetzt gerade auf Namen für deine Kinder am Suchen bist oder so. Ja, manchmal werden es wieder modern, aber die einen auch überhaupt nicht. Für uns als heutige Leser ist es wirklich langweilig. Aber für einen jüdischen Empfänger, und der Matthäus hat sein Evangelium eben auch insbesondere für so die jüdische Empfängerschaft geschrieben, ist es sehr interessant. Wenn man das genauer anschaut, dann sieht man, dass es eigentlich so 3 Abschnitte hat in diesem Stammbaum. Es sind 3 mal 14 Generationen. Er fängt an beim Abraham, beim Stammvater Abraham. So startet es. Und dann geht die erste Generation bis zum David. Der David, für all die nicht so bewandert sind, der grösste König, wo die Juden hatten, ein Vorbild, ein Mann nach dem Herz Gottes. Dann kommt der zweite Abschnitt, das ist vom David bis ins Exil. Das Exil, ein Moment, wo die Juden auch daran gedacht haben, wo schwer war. Es ist, wieder sind sie versklavt. Serie Exodus klingt vielleicht nach. Wieder sind sie weg von der Heimat. Wieder sind sie nicht mehr ein eigenes Volk ohne Land. Und dann noch der letzte Abschnitt, der ist dann eben vom Exil bis zu Jesus. Und Jesus ist ja dann die Hauptfigur dieser Geschichte. Für die Juden ist es enorm wichtig, dass der Stammbaum dort steht, weil es macht sie darauf aufmerksam, hey, da geht es um etwas Wichtiges. Da geht es um die Linie, der rote Faden von dieser königlichen Linie. Vom Abraham bis zu eben dann dem König, dem David. Und dann weiter. Irgendwie zieht sich der Faden. Und da gibt es doch noch Versprechen im Raum von den Propheten. Es geht um den König, der eben sollte davidischer Herkunft sein. Und so führt uns der Moment, oder der Stammbau zu dem Moment, wo eben alles verändert. Unsere heutige Zeitrechnung orientiert sich an diesem Moment. Darum habe ich hier eine Uhr mitgenommen. Die grösste Weltreligion hat ihren Ursprung in diesem Moment. Und der Moment beinhaltet dann tatsächlich den Inhalt zu einer der berühmtesten Geschichten der Weltliteratur. Es ist die Geschichte von Jesus Christus und von seiner Geburt. Und wir werden jetzt dann so 3 Figuren ein bisschen genauer betrachten aus dieser Geschichte. Und für sie alle ist der Moment, wo alles verändert, überraschend gekommen. Und er hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Und so stehen wir da, 21. Dezember, und mein Wunsch für dich ist, dass Weihnachten dich auch noch mal überraschen darf. Dass Weihnachten dich überraschend treffen darf, dort, wo du im Alltag stehst. Und so lade ich dich ein, und die Figuren, die wir anschauen werden, lade dich ein dazu, dein Herz aufzutun und anzuhören, wo das der Moment in dein Leben hier kommen will. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. »Josef, Sohn Davids«, sagte der Engel, »zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.
Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war, und Josef gab ihm den Namen Jesus. Über den Josef berichtet uns die Bibel gar nicht so viel, obwohl wir ihn gut kennen und in jedem Weihnachtsspiel er sicher eine der Hauptrollen ist. Nur in 2 Evangelien wird die Geschichte um ihn ein bisschen genauer erzählt. Er ist ein Büzer der damaligen Zeit, könnte man sagen. Ein normaler Bürger. Er hat aber eine Auffälligkeit. Und die hebt ein bisschen ab von den anderen. Er ist davidischer Abstammung. Ein Spross aus dem Stammbaum von dem berühmten jüdischen König. Wie schon gesagt, er ist Handwerker. Wahrscheinlich Zimmermann. Und wir müssen annehmen, dass er in der Kraft von seiner Jugend ist. 20, vielleicht 25. Das ist auch das übliche Alter von einem Mann damals gewesen, wenn man sich verlobt hat. Und verlobt, das ist er auch mit der Maria. Damit wir nicht so romantisch werden an Weihnachten, vermutlich ist die Ehe, wie damals üblich, arrangiert gewesen. Und was der Matthäus uns noch in einem Nebensatz erwähnt, der Josef ist ein aufrichtiger Mann. Wenn ich die Geschichte lese, dann denke ich, dass der erste Moment, wo für den Josef sich mal alles verändert, ihn wie einen Schock trifft. Seine Verlobte ist schwanger. Wie er davon erfährt, das wird uns nicht berichtet. Ob Maria ihn eingeweiht hat oder ob er einfach festgestellt hat, dass ihr Bauch runder und runder geworden ist. Aber was klar ist, und das weiß er auch, das Kind ist nicht von ihm. Das ist ein Problem. Ich denke, dass in dem Moment für ihn eine Welt zusammengebrochen ist. Was für ein Schmach. Die ihm versprochene Frau hat ihn betrogen. Was soll er machen? Verlobung auflösen? Also, ja, sowieso. Die Frage ist noch, wie er das macht. Soll er Maria öffentlichen Ehebruch beschuldigen? Vielleicht auch zum seinen Ruf ein bisschen schonen? Nicht, damit man sich noch Gerüchte erzählt? Der Matthäus berichtet uns, dass der Josef das nicht gemacht hat, sondern er hat den Königsweg gewählt. Sein Plan war es, die Verlobung aufzulösen, aber in aller Stille. Das zeigt vielleicht schon etwas über seinen Charakter aus. Und ja, ich finde, schon das ein vorbildlicher Zug. Aber dann kommt ein weiterer Moment, wo für den Josef alles verändert hat und sein Leben auf den Kopf stellt. In einem Traum erscheint ihm ein Engel und kündigt ihm an, dass das Kind, das Maria im Bauch hat, vom Heiligen Geist sei. Ist der Josef jetzt vor lauter Sorge wahnsinnig geworden? Hat er Halluzinationen? Oder handelt es sich bei dieser Erscheinung, bei dieser traumhaften Erscheinung, wirklich um einen Boten von Gott? Die Reaktion, die Josef uns zeigt, ist definitiv spektakulär. Sie ist aber vor allem auch mutig. Er schenkt dieser Botschaft Glauben. Und er geht das Risiko ein. Er, der Aufrichtige, wie es heisst. Das Risiko, einem Betrug von seiner zukünftigen Ehefrau auf den Leim zu kriechen. Er geht das Risiko ein, ein Kind, das eigentlich nicht er dafür müsste sorgen, dem Sorge zu tragen, sich finanziell zu verpflichten, ein Leben lang. Und übrigens, wer garantiert ihm die Treue von Maria? Ist sie gleich aufrichtig wie er? Was, wenn sie es nicht so hat mit der Treue? Was, wenn es weitere Vorfälle wird geben? Nein, der Josef hat geglaubt. Er hat dem Boten geglaubt. Und er ist überzeugt, das Kind, das ist von Gott. Und er hat wahrgenommen, dass ihm eine grosse Aufgabe zukommt. Das Kind aufzuziehen und mit ihm den Weg ins Leben zu gehen, ihm den Weg zu zeigen. Und darum nimmt der Josef Maria zur Frau.
Und wo das Kind auf die Welt kommt, gibt er ihm den Namen Jesus. Und der Name heißt Jahwe. Gott ist Rettung. Der Josef-Moment, der für ihn alles verändert hat, der wird auch uns heute etwas sagen. Weihnachten ist das Fest, wo Gott mächtig eingreift und Rettung schenkt. Und die Frage, die uns stellt, ist, können wir dem glauben? Manchmal sieht unsere Welt ja auch ein bisschen anders aus. Und wir haben das Gefühl, wenn Gott mächtig eingreift, dann müsste es schon ziemlich pompös kommen. Aber ein Gott, der selber einfach Mensch wird. Ein Gott, der sich als Kind in die Welt eingibt. Ein Gott, der sich so nahbar zeigt. Ein Gott, der unsere Realität auf sich nimmt. Alles nur, um uns zu retten. Das scheint doch manchmal schon eher nicht so glaubhaft. Auch heute noch. Schon fast ein bisschen lächerlich. Am Josef sein Ruf ist auf dem Spiel gestanden. Und manchmal steht auch dein und mein Ruf auf dem Spiel, wenn es um die Botschaft geht. Wenn du dieser Tatsache Glauben schenkst. Dass Gott als Mensch auf die Welt kommt. Vielleicht wirst du als ein bisschen crazy angeschaut. Als Schwärmer oder Schwärmerin. Oder auch als fahrlässig und verantwortungsloser Mensch, wenn du deine Hoffnung vom Leben wirklich so aus deinen eigenen Händen gibst und auf etwas Höheres vertraust. Deine Hoffnung in so einen Glauben setzt. Der Josef kennt diese Herausforderungen. Und er hat Glauben geschenkt. Und es hat sein Leben verändert. Ja, er hat sicher weiterhin Sorgen und Herausforderungen gehabt. Ich meine, kurz darauf haben sie nach Ägypten flüchten. Oder die Szene, die uns beschrieben wird, wo sie den Jesus verlieren an einem Fest in Jerusalem. Die Rettung war vielleicht nicht immer so greifbar nahe gewesen. Der Alltag wohl weiterhin auch gespickt mit Herausforderungen. Aber am Josef sein Glaube hat sich gelohnt. Und aus seinem Ziehsohn ist der Retter der Menschheit geworden. Die eine Figur, die die Weltgeschichte bis heute prägt. Die Figur, die den Menschen durch die Jahrtausende bis heute diese Frage stellt, schenkst du mir Glauben? Und ich stelle diese Frage euch auch heute. Glaubst du dieser Geschichte, dass Gott Mensch geworden ist? Lass die Geschichte dich echt heute ein, alle Furcht, vielleicht auch Scham darüber abzulegen, sodass der Moment zu einem Moment wird, wo dein Leben auf den Kopf stellen kann. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Osten stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück, denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Die Sterndeuter. Das ist unsere zweite Gruppe, unsere zweite Art von Figuren. Und um alle Mythen gerade zu entkräften, nein, es sind nicht zwingend 3 gewesen. Man weiss nicht, wie viel. Aber sie haben 3 Geschenke gebracht. Und die sind noch recht wichtig, das werden wir später gerade noch sehen. Die namenlose Gruppe von sogenannten Sternkundigen oder, wie man auch gesagt hat, Magis. Man geht davon aus, dass sie aus dem parthischen Grossreich gekommen sind. Ja, wo liegt das? Für die Persien im Begriff ist, das wäre so etwa dort.
Es ist zu der Geburt von Jesus ein grosses Reich gewesen. Und das Reich, das zwischen dem römischen Reich und dem weiteren Osten gelegen ist. Und Magi, das sind weise Männer gewesen. In Parthien wohl Teil der priesterlichen Kaste. Sie haben geheime Künste beherrscht. Und sie haben Träume deuten. Und sie haben sich auskennt mit den Sternkonstellationen. Es ist schon noch eine spezielle Gruppe, die da ziemlich früh in der Geschichte von Jesus aufs Parkett tritt. Versuchen wir das ein bisschen einzuordnen. Es gibt ein paar Gewöhnlichkeiten an dieser Geschichte. Sachen, die nicht mega überraschen. Es war zum Beispiel damals üblich, dass man die Sterne beobachtet hat. Und auch, dass man die Himmelserscheinungen, vielleicht neue Konstellationen, besonders helle Kometen, mit dem politischen Geschehen in Verbindung gebracht hat. Oder mit der Religion und mit den Göttern. Es war auch klar, dass wenn man so etwas entdeckt und denkt, hey, ein neuer König ist geboren, dass man dann in die Metropole geht von dieser Region, um nach dem König zu suchen, wo man mit dem Stern in Verbindung bringt. Weil wo sonst soll ein König geboren werden? Wenn nicht am Hof vom Palast. Auch diese Geschichte hat mehrere so Wendungen drin. Momente, die Veränderung mit sich bringen. Eine erste ist genau die. Die Weisen, die Magier sind angereist und natürlich sind sie nach Jerusalem. Dort, wo der Palast vom König der Juden steht. Und da stehen sie jetzt. Sie haben sich durch die ganze Stadt durchgefragt, wo das der Hof vom König ist, und da sind sie angekommen. Aber auch am Hof vom König weiss niemand etwas von einem neugeborenen Kind königlicher Abstammung. Und vielleicht war es darum gar nicht so ganz plötzlich gewesen. Eher langsam hat es nicht dämmert, dass sie an diesem Ort, am falschen Ort suchen. Der wahre König der Juden kommt nicht im gewöhnlich mächtigen Kleid. Ein Moment, wo ihre Welt und ihre Sicht auf den Kopf gestellt hat. Der wahre König der Juden kommt unscheinbar, ärmlich, einsam in der Provinz, im unbedeutenden Umland. Aber, und das überrascht, die weisen Männer sind offen für das. Sie lassen sich ihrer Weisheit, ihrem Wissen zum Trotz von einem Besseren belehren. Und sie ziehen weiter dem Stern nach. An einen Ort, wo sie gehört haben, dass in den alten Geschichten der Juden darüber geredet wird. Nach Bethlehem. Und schau mal da, der Stern bleibt über dem Ort stehen. Über dem Ort, wo sie einen Raum findet, wo ein Kind drin liegt. Und ihre Freude ist riesengroß. Sie haben ihn gefunden. Und dann kommt die nächste Überraschung. Ich stelle mir die Szene so vor dem Auge. Was für ein Kontrast. In diesem unscheinbaren, staubigen, dreckigen Raum. Ich würde sagen, in einem Thronsaal von der Erbärmlichkeit. Knündeln sie runter, in ihren Roben. Sie beten das Kind an. Ganz so, wie man es eigentlich in den grossen Thronsaal der Mächtigen in den Metropolen üblicherweise machen würde. Und sie machen das mit kostbaren Geschenken. Gold bringen sie. Ein Ausdruck fürs Königliche. In der Welt bekannt. Gold gehört zum König. Sie haben den König gefunden. Sie bringen Weihrauch. Und Weihrauch war auch bekannt damals. Über den Globus verteilt, an den Tempel der Götter, von diesen mächtigen Reich, hat man Weihrauch verbrannt. Für die Götter. Es ist somit ein Ausdruck fürs Göttliche. Sie haben verstanden, der König ist mehr als nur König, der ist auch Gott. Und sie bringen Myrrhe. Myrrhe hat man gebraucht für die Balsamierung der Leichnam. Und da kommt schon etwas Prophetisches rein. Ein Blick in die Zukunft, in die Bestimmung, in den Sinn und in den Zweck von dem kleinen Kind, das da geboren wird. Sinn und Zweck für das Werk, das der Messias, Jesus Christus, vollbringen soll. Er wird zur Rettung der Menschen in den Tod gehen. Sein Name Jesus, Jahwe, ist Rettung. Eine Frage, die wir uns auch stellen können, ist, warum der Matthäus diese Geschichte überhaupt erzählt. Es gibt Hinweise historisch, dass um die damalige Zeit, so um die Jahre herum, wo Jesus geboren ist, ein Komet sehr hell geleuchtet hat. Also so weit kann man das irgendwie nachvollziehen, dass das Ereignis so stattgefunden hat. Aber vermutlich hat der Matthäus auch noch ein bisschen mehr wollen mit dem Text.
Dass er die Geschichte von dem Stern erzählt, könnte damit zu tun haben, dass er auch da hat einen Unterschied machen zum römischen Grossreich und zum Kaiser Augustus. Weil auch der Kaiser Augustus hat ein Kometenerlebnis gehabt. Kurz nach dem Tod von seinem Stiefvater, Julius Caesar, für uns allen aus den Asterix-Büchern bekannt, hat er auch einen Komet erschienen gesehen. Und er hat das Erlebnis genutzt, um den Julius Caesar zum Gott zu machen. Dem Komet göttliche Bedeutung zu geben. Das hat man damals so gemacht. Und was hat das aus ihm gemacht? Ja, natürlich. Der Augustus ist somit selber zum Sohn von Gott geworden. Und er hat Münzen drucken lassen, prägen lassen, mit dem Gesicht, kaiserlichen Gesicht auf der einen Seite und mit dem Stern auf der anderen Seite. Und was macht jetzt da der Matthäus? Er will da etwas ausdrücken und sagen, es gibt im Fall da einen anderen, wahren Sohn von Gott. Er weist auf den wahren Sohn von Gott hin, der gänzlich anders erscheint, als der Augustus das gemacht hat, mächtig, mit prägten Münzen, sondern unscheinbar. Und trotzdem kommt schon an dieser Stelle in dieser Geschichte Berühmtheit drin, weil die Magi, die werden zurückreisen, weiter als römische Reich. Und sie werden den Sohn von Gott, den König der Juden, bekannt machen in der Welt. Ja, weiter als römische Reich im Moment geht, bis in den Osten. Und so stellen uns die Figuren der Magi auch ein paar Fragen. Wo suchen wir nach Hoffnung? Wo suchen wir nach dem, was wir anbeten können? Nach dem, wo wir unser Leben ausrichten können? Suchen wir es im Bekannten? In dem, was uns gewohnt ist und in dem, was uns auch die Gesellschaft sagt, wie es halt normal ist so? Suchen wir sie zum Beispiel in den lauten und klaren Ansagen der Mächtigen in der heutigen Zeit? Oder möchte uns die Geschichte vielleicht gerade heute besonders dazu ermutigen, aufs Unbedeutende, Unscheinbare uns einzulassen? Weihnachten ist ein Fest, wo wir uns erinnern können, dass Gott anders kommt, als wir es denken. Überraschend anders. An anderen Orten in Erscheinung tritt, als es üblich ist. Dass das Reich von dem wahren König im Kleinen anfängt. Bei uns selber, in unserem Leben, im unscheinbaren, niederen Alltag, mit jeder Entscheidung, die wir treffen. Aber das Reich kann sich in uns auch entfalten und weit wirksam werden. Vielleicht nicht sofort bis ans Ende der Erde, aber zumindest bis in deine Beziehungen, in deine Familie, in dein Umfeld, in deine Umgebung. Lassen wir uns von der Magie inspirieren. Jesus als König und Gott über unser Leben zu setzen. Ein König, der sich nicht schade war, mich, unscheinbaren Mensch, zu retten. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. Die Frage der Sterndeuter versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? Fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie. Denn der Prophet hat geschrieben, O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen, geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit auch ich hingehen kann, um es anzubeten. Als die Sterndeuter nicht zu ihm zurückkehrten, war Herodes außer sich vor Zorn.
Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von 2 Jahren und jünger umbringen sollte. Denn die weisen Männer hatten ihm erzählt, dass sie den Stern vor etwa 2 Jahren zum ersten Mal gesehen hatten. Eine schwere Geschichte. Sie dreht sich um eine Figur. Herodes ist sein Name. König der Juden ist sein Titel. Ein sehr gewiefter Politiker und Machthaber im damaligen Nahen Osten. Er hat es geschafft. Er konnte innerjüdische Machtkämpfe ausnutzen und unter den Römern zum König der Juden aufsteigen. Eigentlich war er ein lokaler Vasallenkönig, ebenso untertan der Römer, aber lokal eingesetzt. Ja, dass man das schafft, das erfordert politisches Geschick. Und auch ein Spagat zwischen der römischen Grosspolitik und dort können spielen und der lokalen politischen, religiösen Verankerung, die im Nahen Osten, in Jerusalem sowieso, sehr, sehr stark war. Und wir können uns somit vorstellen, dass sich der Herodes, eigentlich ist er nur halbjüdischer Abstammung, er hat idumäische Wurzeln gehabt, regelmäßig im Tempel blicken lassen hat, um Jahwe zu opfern. Gleichzeitig hat er nicht so ein Problem gehabt. Auf Geschäftsreise in Rom, auch dort mal einen Tempel zu besuchen und sich zu sehen zu lassen bei der Anbetung von einer römischen Gottheit. So Networking war halt notwendig im Römischen Reich. Was der Herodes sicher auch mit sich gebracht hat, ist eine Machtaffinität. Er konnte die Ellenbogen im rechten Moment ausfahren. Gegenspieler zum Schweigen bringen. So weit von heutigen Geschehnissen und Machthaber ist das gar nicht so entfernt. Jetzt zu seinem Teil in dieser Geburtsgeschichte. In der Bibel heisst es, dass die Frage der Sterndeuter nach dem neugeborenen König der Juden ihn in grosses Schrecken versetzt hat. Und ganz Jerusalem mit ihm. Das ist der Herodes-Moment, der für ihn alles verändert. Der mächtige König der Juden. In Angst und Schrecken. Sein Anspruch, der Herrscher zu sein, wird in Frage gestellt in diesem Moment. Er wird grundlegend verunsichert. Was für ein König soll da kommen? Ich habe kürzlich in einem Buch gelesen, dass die mächtigsten und am stärksten auftretenden Personen in einem Raum oft auch die sind, die am meisten Angst in sich tragen. Macht und das Festklammern daran ist auch ein Schutz. Ein Schutz vor Angriff, ein Schutz vor Schwäche. Und die Angst vom Herodes war so groß, dass sie ganz Jerusalem, so heisst es, mit in Schock gesetzt hat. Schrecken und Angst greift meistens um sich. Man ist gut drin, die Dynamik an anderen abzuspielen und anderen abzugeben. Doch der Herodes wäre nicht der Herodes, wenn er nicht zumindest noch einen Versuch wagen würde und zu schauen, wenn er mit dieser herausfordernden Situation klarkommen kann. So beruft er die Vollversammlung von seinem Kabinett ein. In der Gruppe ist man immer ein bisschen stärker als allein, oder? Auch das. Und eine Liste heckt er sich auch gerade aus. Dann gibt diesen Magi, den Sterndeuter, vor, dass er das Kind anbeten will. Aber eigentlich möchte er viele Informationen gewinnen, um zu wissen, wo er suchen muss, wen er suchen muss. Seine Liste geht aber nicht auf. Die Sterndeuter aus dem Osten kehren nicht zurück zu ihm, um ihn über den Verbleib vom Kind zu informieren. Ja, da greift er zu radikaleren Mitteln. Seine Reaktion? Er ordnet an, alle Buben unter 2 Jahren in Bethlehem zu töten. Nein, seine Macht kann ihm niemand streitig machen. Und sicher nicht ein unbedeutendes Kind aus dem Umland von Judäa. Die letzte Figur, der mächtige König Herodes, erzählt uns seinen ganz eigenen Weihnachtsmoment. Er zeigt uns, dass das Kommen von Jesus Christus die Menschen in ihrem eigenen Anspruch, in ihrem Selbstverständnis, von wer sie sind, erschüttern kann. Jesus stellt unsere eigene Macht und Kontrolle über unser Leben in Frage. Die Lebensordnung von Herodes war
ist an diesem Tag mächtig über den Haufen gerührt worden. Das muss man auch mal mitfühlen. Da ist viel auf dem Spiel gestanden. Ein anderer ist König. Und ich sehe dort auch etwas drin, das irgendwie wir auch kennen. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen selber Könige von ihrem Leben sind. Sicher sie wollen alles tun, damit sie sind. Und manchmal gerne noch über das Leben von ein paar anderen. Und an dieser Weihnacht können wir uns darum die Frage stellen, ob der Moment, wo alles verändert, uns auch heute herausfordern, unsere Macht und unsere Kontrolle und unsere Stärke abzugeben. Wie reagierst du und ich auf die ganz persönliche Fragestellung? Ganz menschlich ist es, dass man sich an seine Macht krallt. Dass man seine Angst spielen lässt, ein paar andere noch aufscheucht und sich stark macht in der Gruppe. Reagieren wir, indem wir uns mit allen Mitteln versuchen zu verteidigen? Oder reagieren wir, indem wir unser eigenes Ding einfach weiter durchziehen? Oder anerkennen wir, dass ein anderer der wahre König ist? Weihnacht lädt dich auch dieses Jahr ein, deinen Thron zu verlassen und ihm für den wahren Herrscher freizugeben. Ein Herrscher, der die Welt auf den Kopf stellt. Ein Herrscher, der anders kommt, als man es erwartet. Ein Herrscher, der Hingabe lebt. Ein Herrscher, der alles gibt. Für die anderen. Und nicht sie alles für ihn geben müssen. Ich möchte uns einen kurzen Moment Zeit nehmen und nochmal über die 3 Figuren, die der Matthäus so raushebt, uns Gedanken machen. Der Josef und sein mutiger Glaube. Was sagt er zu dir? Die Sterndeuter und ihre Offenheit, ihre offenen Augen, den wahren Gott wirklich zu entdecken. Und der Herodes. Der Herodes in seinem schwierigen Beispiel, das er uns gibt, vom Krallen an Macht, vom alles Willen selber behalten und vom Widerstand geben. Was sagen die Figuren heute Morgen dir? Du darfst dir kurz Zeit nehmen und das innerlich bewegen. Großer Gott, wir danken dir, dass du als mächtiger Herrscher über dieser Welt dir nicht zu schade gewesen bist, um dich selber zu entäußern und in Jesus auf die Erde zu kommen. Jesus, wir danken dir, dass du den Weg auf dich genommen hast. Dass Weihnachten auch der Moment ist, wo wir das feiern können. Dass du runtersteigst. Dass du eingreifst. Wir danken dir, dass du in dem Moment auch die Welt auf den Kopf gestellt hast. Und dass du das immer wieder da hast in der Vergangenheit, in einzelnen Leben, in grösseren Gruppen.